Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Jo, damit werden wir am 25. Tag im Herbst ankommen. Wieder ein paar solide Einnahmen. Oh. Das klingt noch reger. Ah, da müssen wir irgendwas verpasst haben im Fernsehen. Wie sieht's dann von Meier aus? Ach, wieder reger, saugut. Winter steht vor der Tür, das heißt, dass erstmal Pause im Hofbetrieb angesagt ist. Es gibt keine Außer im Winter, außer du bist glücklicher Besitzer von einem Gewächshaus. Aber es gibt trotzdem eine Menge zu schaffen. Mehr dazu bis nächste Mal. Alla hopp. Gut. Ja, das müssen wir wenigstens heute nicht mehr machen. Gebraten. Hab gedacht, ich kenne das Rezept, das ich rumliegen hab. Versuch's nicht zu verbrennen, Schorsch. Okay, jetzt wissen wir, wie man gebratener Aal herstellt. Ackermann, es scheint, als würdest du so manche Leute hier recht nahe kommen. Wenn du jemandem zeigen willst, dass du mehr als nur freundschaftlich interessiert bist, musst du demjenigen einer meiner wunderschönen Blumensträuße geben. Ich verkaufe sie ab jetzt zu einem fairen Preis. Wenn du eines Tages eine Familie gründen willst, ist das hier der erste Schritt. Pierre. Perfekt. Das heißt, das habe ich auch erreicht, weil ich mit Abigail ja schon mal 8 Sterne habe. Warte mal. Genau. Und, nee, das haben wir ja auch nochmal. Die Frucht war ja auch. Ob das erreicht werden kann, wenn ich das nächste Haus-Upgrade habe, ist aber nicht der Fall. Das heißt, ich brauche jetzt wirklich den Blumenstrauß, damit sie meine Freundin wird. Und ich dann damit in der Lage bin, mit ihr auf C-Herze zu kommen, sodass ich ihre dann den Heiratsantrag machen kann. So rum war das. Okay. Ihr fröhliche Tiere. Also die Erna ist schon ausgewachsen, natürlich, aber die Hildi ist jetzt endlich erwachsen. Sehr gut. Super Sach. Gut, da holen wir uns ja gleich den Kruscht her. Die frisst jetzt nämlich auch wie ein ganz große, die Hildi. Also. Gut, saugut. Interessant, dass das Erpel sind vom Äußeren und sie legen Eier. Naja. Okay, dann gehen wir hier noch rein. So, dich erstmal melke. Dich genauso. Du kannst schon nicht gemolken werden. Und du, Resel, du wärst am Mund gemolken. Läuft alles super. Okay, gut. Dann fort damit. Wir produzieren wieder ein bisschen Kruscht. Ja, genau. Da ist wieder ein bisschen Kruscht. Und da gucken wir nochmal da rein. Da ist nichts. Die fleißige Schreinerin schafft. Da können wir als nächstes nämlich mit Hartholz und mit Eisenbarren zu Robin gehen. Dann soll sie uns doch gerade mal der Stall bauen. Damit wir nämlich noch einen Gaul kriegen. So. So. So, so. Und dann ernten wir hier nochmal, was es zur Ernte gibt. Ah, ja. Sehen wir's? Sehen wir's? Die seltene Saat hat Früchte getragen, süße Edelsteinbeere. Das ist das teuerste, was es gibt im Spiel. An Frucht. Und wir haben sogar 2 goldene. Saugut. Wissen wir was? Die werden auf jeden Fall aufbewahrt, die Dinger. Die sind nämlich absolut wertvoll, die Teile. Haben wir desto mal rein. Der Mais kann fort. Die Schnecke ach. Und das machen wir so. So. Und Annie heben wir uns auf. Wir machen jetzt nämlich noch ein paar wiechte Sachen hier. Wir klatschen jetzt schon mal hier in unseren Saatguterzeuger. Süße Edelsteinbeere in Gold. Weil es kann sein, dass es dann mehrere Samen ausspuckt, als nur einmal wieder die Saat. Je besser die Qualität, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder kruscht, dass du mehr kruscht rauskommt. So rum. Da war der ganze Müll drin. Okay. Das brauchen wir noch. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt, während Pam noch auf dem Weg ist, gehen wir in die Stadt. Flattern ein bisschen im Müll. Und da Robin ja auch noch fleißig beschäftigt ist, an unserem Silo zu basteln,
gehen wir erst einmal rund in den geheime Wald. Und danach gehen wir in die Kaliko-Wüste, weil ich will auf jeden Fall noch eine Sternefallfrucht abgreifen. Ich hätte eigentlich auch vom Hof direkt noch ohne gehen können, aber naja. Wozu, wenn es umständlich geht und so, ne? Okay, mit viel Glück ist möglicherweise auch der Reisewagen da mit ein paar gute Sachen. Warten wir mal ab. Warten wir einfach mal ab. Nee. Okay. Die Brombeer lassen wir jetzt einmal Brombeer sein. Wir gehen hier rein, holen unser süßi Frucht schon mal und rüsten uns schon mal aus. Ja. Mit Abstand das Süßeste, das du je gerochen hast. Allerhaupt. Gewöhnliche Pilze wachsen jetzt. Ach, hier wie noch was auf einmal. Jetzt, wo man sie nämlich braucht und so, ne? So. Gewöhnliche Pilze. Schleimer. Und das ist für dich. So. Leichten die Aare rot. Und es gibt eine Sternefallfrucht. Von 348 auf 372 sind wir jetzt durch die Sternefallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken an Riesling und die maximale Energie ist erhöht worden. So. Perfekt. Dann hacken wir noch ein kleines bisschen Holz hier. Weil Hartholz ist nicht verkehrt. Dafür braucht man nämlich was, um den Stall zu bauen, den Pferdestall. So, holen wir uns 8 Hartholz und dann läuft die Geschichte. Gut. Das hat sich ja nochmal richtig gelohnt jetzt. Dann gehen wir nämlich jetzt über den Hof. Wobei, ganz kurz muss ich gucken. Es hieß im Herbst und so sei das bei verregneten Tagen, aber ich glaube am Abend erst zu finden, ne? In alle mögliche Süßwasser. Naja, komm schon. Einmal können wir es zumindest nochmal probieren. Okay. Dann halt nicht. Wir wollen uns aber nochmal in die Kaliko-Wüste umgucken. Aber sobald ich solange ich die Mine nicht abgeschlossen habe, Entschuldigung, ist die, jetzt räusper ich mich auch noch wie ein Blöder, ist die Kaliko-Wüste für uns relativ uninteressant. Genau. Da kann da nämlich noch das Ente-Ei rein und wir hatten da noch ein normales Ei. Und da können wir dann noch, ups, nein. Oh, das ging aber ziemlich fix hier. Können wir noch die Ziegemilch rein. Das ging echt ziemlich fix. Einmal seltene Saat nur. Okay, schade. Gut, die bringen wir trotzdem durch, wo sie hingehört. Nix wie Abdode mit. Die Anna schmeißen wir jetzt auch noch rein. Aber vorher möchte ich hier nochmal mein Kruscht irgendwie loswerden. Wisst was du, das ist uninteressant. Fort damit. Alles uninteressant. Wir schmeißen jetzt noch hier die süße Edelsteinbeere rein. Und dann sind wir definitiv sicher, dass wir fürs Gewächshaus noch so ein bisschen seltene Saat übrig haben. Aber, wie versprochen, gehen wir heute in die Kaliko-Wüste. Deswegen hier, ja, ich will ein Ticket kaufen für 500 Gold. Und ihr werdet euch wundern, hier regnet es im Sternentautal, aber hier in der Kaliko-Wüste ist alles tutti frutti. Obwohl die Regengeräusche noch sind. Aber das hört natürlich sofort auf, sobald wir aus dem Bus steigen. Jetzt können wir hier noch die Kaktusfrucht holen. Hier Kokosnuss, was hier ist. Und ja, hier... Ah, Moment. Ich glaube, da war auch noch was. Ich glaube, hier war auch noch was mit süßer Edelsteinbeere. Ich glaube, das brauche ich auch hier nochmal. Okay. Müssen wir dann auch nochmal ausprobieren. So, hier ist auch nochmal was.
Hier finde ich nochmal Stähe. Kaktusfrucht. Bisschen Lehm. Ansonsten an den Bäumen können wir auch wackeln an den Palmen. Und hier haben wir noch die Oase. Hä? Ein Kunde? Hi, willkommen in Sandys Oase. Hey, du siehst wie der neue Hofbesitzer aus, über den Emily geschrieben hat. Dann funktioniert die Buslinie Richtung Sternentautal also wieder. Ich bin so froh. So froh, dass er einen Katzenmund kriegt. Und zwar doppelt. Sehr gut. Oh, ein Kunde. Rhabarbersaat wächst im Frühling. Hier können wir dann noch Sternefrucht. Wächst im Sommer. Rote Beete wächst im Herbst. Wisst was? Fürs Gewächshaus sind es immer 12er-Reihe. Dann machen wir jetzt einfach mal 12er von dem ganzen Gedöns hier. Das sind nämlich etwas seltenere Saat. Die kriegen wir sonst nirgends. Das können wir dann im Gewächshaus abpflanzen. Ja, die finde ich wirklich nirgendwo anders. Das stimmt tatsächlich. So, was mit dir, da? Komischer Türsteher, alles klar. Weißt du was, die 1000 Gold schmeißen wir jetzt da nochmal raus. Da ist auch noch was. Und sein Schlund ist zur Sonne gerecht. Selbst im Tod ist ihm der Appetit nicht vergangen. Dem müssen wir Solaressenzen opfern. Aber ich glaube auch erst, wenn wir etwas erreicht haben. Irgendwas muss erreicht werden dafür. So, Pam, mach noch nicht Feierabend. Mach bitte noch nicht Feierabend. Ich brauche eine süße Edelsteinbeere. Und ich möchte es nochmal ausprobieren. Ich nehme mal 60 Solaressenzen einfach mal mit. Pam macht zwar um 17 Uhr Feierabend, aber das macht nichts. Wir können auch erst irgendwann um 24 Uhr oder was zurückfahren. Macht alles nix. Pam fährt uns immer zurück. Das heißt, der Bus, der wartet immer nur auf uns. So, ich glaube, das war süße Edelsteinbeere, die ich da 8 dafür brauche. Warte mal. Sicher bin ich mir jetzt zwar nimmi. Aber ich glaube, ich muss das Ding hochhalten. Und hier. Ah, nee, es war Prismascherbe. Genau, Prismascherbe, nicht das. Okay. Na gut, hat sich erledigt. Dann will ich das noch kurz ausprobieren. Was hier ist. Nee, immer noch nicht. Okay. Ich glaube, da muss ich auch irgendwas Besonderes triggern dafür. Ich glaube, das wird erst getriggert, wenn ich das hier hinter mich gebracht habe. Ah, Schädel und so. Die Tür ist verschlossen. Merken's euch. Wenn wir in der Mine fertig sind, ist das der nächste Weg, den wir gehen müssen als Dungeon. So, da hätten wir hier eigentlich alles gemacht. Ich habe probiert, was ich probieren wollte. Und Pam kommt mit 10 Minuten Verspätung zu ihrem verdienten Feierabend. Okay, sorry, ich habe es ein bisschen länger beansprucht, als ich wollte, aber sie kann jetzt Feierabend machen. Absolut kein Problem. Ich glaube, da muss ich ein paar Quests noch lösen. Ja. Und eine Prismascherbe muss ich auch noch irgendwie zustande kriegen. So, die 2 Sachen kommen da noch rein. Das ist fürs Gewächshaus gedacht. Da war das. Dann machen wir lieber die Sorte rein. Und schmeißen lieber das hier da rein. Und machen die Kaktusfrucht und die Beere so. Genau. Okay, das war ein winziger Ausflug in die Calico-Wüste. Nur damit ihr die Amol gesehen habt. Und nochmal einmal seltene Saat. Okay. Robin bastelt noch. Sei ihr gegönnt. Ich würde jetzt nur eins nochmal ganz gern machen. Ich würde tatsächlich jetzt ganz gerne mal ein bisschen angeln. So. Vorher kommt das Zeug nochmal hier rein. Das kommt dort hier. Da war der dort. Und den Kruscht packen wir hier rein. So. Pack die Angelrute aus, Ackermann. Wir gehen nochmal in die Stadt.
So, Stadt. Wobei, das machen wir in der Mine. Du ist nämlich direkt vor Ort. Das ist besser. So. Alle Süßgewässer bei Rege am Ofen, ne? Schauen wir mal. Böböb. So, komm schon. Also heute waren wir dann schon mal ab in der Wüste. Und morgen kaufen wir bei Pierre dann einer von seine tolle Blumensträußer. Dann gucken wir mal, dass wir dann an Abigail verschenkt kriegen. Dann sind wir nämlich ein Paar. Dann sind wir offiziell Freund und Freundin. Böböb. Geiles Geräusch. Okay, das wird so nix mehr. Dann probieren wir es weiter. Es hieß ja im Leben von Land, dass es in aller Süßgewässer möglich sei. Halte mal eine Gaul an. Der kämpft ziemlich stark hier. Ja, was machst du dann? So, und... Pff, nur ein Kaulbarsch. Was für ein aggressiver. Muss wohl der aus Silber gewesen sein. Und... Ach Mann, enttäusch mich nicht. Gucken wir mal. Ich befürchte wieder, dass es ein Kaulbarsch ist. Nee, es ist ein Glasaugenbarsch. Das ist auch der, den sie gesagt haben, der Besondere. Brauchen wir denn für die Aquariumssammlung? Nee, Sandfisch. Ja, den finden wir auch in der Calico-Wüste. Und die indische Glaswels finden wir in Höhle. Blaubarsch, Tigerforelle. Nee, Glasaugenbarsch. Doch, dafür brauchen wir denn. Perfekt. Nee, wisst was? Dann können wir dann gleich abliefern. Dann können wir dann sofort abliefern. Und wir könnten morgen ein bisschen in der Calico-Wüste angeln gehen, nachdem wir unser Stall in Auftrag geben haben. Weil dann müsste das Silo stehen und Robin dürfte wieder zur Verfügung stehen. Und dann gehen wir noch eine Runde in der Calico-Wüste angeln. Und dann auch ein bisschen in der Höhle. So, weil den Quatsch möchte ich eigentlich relativ fix beendet haben hier. Ah ne, der Buntbarsch fehlt ja noch. Wo war dann der bei Nachtfischer hier? Mhm. Perfekt, dann fehlt nur noch der Aal. Den kann man aber auch hin und wieder am Reisewagen finden. So. Zumindest in meinem anderen Spielstand habe ich der Aal im Reisewagen gefunden. Herrgott nochmal. Wortfindungsstörung und so. Und das mit 30 schon. Wird toll. Wird definitiv toll, wenn ich alt werde. Falls ich alt werde. Oh je. Lassen wir das Thema lieber. So. Dann Dorei. Und Reide mit. Und wir gehen jetzt eine Runde ins Bett. Moje Herzkäse, dass es wieder regnen wird, ne? Genau. Schön. Mehr brauche ich auch nicht. Moje ist auch erstmal nix. Also dann. Fischen Stufe 4. Jawohl, endlich die Recycle-Maschine. Geil. Ach, auf die habe ich gewartet, auf die Recycle-Maschine. Ohne Witz. So. Für die brauche ich Holz, Stäher und Eisenbarre. Okay. Genau, Wuff. Was sagt der Wetterbericht von Moja? Ganze Tag klar und sonnig, perfektes Wetter für die Geisternacht. Festivitäten finden in Pelikan statt zwischen 22 Uhr und 23:50 Uhr und es soll rechtzeitig da sein. Sehr gut. Hi, wie geht's da? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Tschüss, Smiley, Emily. Ein Stoffballen. Servus, Ackermann, schon eine Frechtle in der Luft gespielt. Kind der Einzug vom Winter sei, oder das Kribbeln von einem dunklen Geist, der uns hilft, das Festel vom Moje zu feiern, die Geisternacht. Kommt doch 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Bei Meister Louis. Ah jo, natürlich mache ich damit. Preiselbeerwein. Weißt du was? Du mach mal 11 Flaschen do hier. Ich glaube sogar, warte mal. Ah, nee, dafür war es nicht gedacht. Okay, dann war das aber bei dem anderen Gedöns im Handwerksraum.
Nee. Wo war's dann? Wo war's dann? Schwarze Brett? Färbemittel? Nö. Irgendwo habe ich das auch gebraucht. Stoff. Die Flasche Wein nehmen wir dafür dann mit. 3 Äpfel, ja. Puh, ne? Okay, ihr wisst was. Den machen wir da rein. Und ab jetzt lassen wir das hier auch ausklingen. Wisst was? Wir nehmen aber auch noch Holz und Stäh. Stäh, Holz, Hartholz und Holz und viel Eisenbarre. Die brauchen wir aber alle für den Stall. Mist, das heißt, ich bräuchte auch noch ein klein bisschen. So. Ich bräuchte auch noch ein klein bisschen dort davor. Oder Eis, also, Gewitterleid. Da stelle ich mich auch wieder der letzte Mensch. So. Und dann machen wir Dorei. So, ich brauche auf jeden Fall noch Eiser. Dann. Die Recycle-Maschine kommt dann definitiv da hier. Weil da werden wir sie auch brauchen können. Können wir gleich mal die verrobbte CD da reinmachen. Nein! Scheiße! Jetzt habe ich Eumel nach der Eisenbarre nämlich. Und ich habe kein Eisenerz mehr. Ach Mensch. Blödkopf. Die 2 Eisenerz helfen uns nicht weiter. Nee. Scheiße. Okay, okay. Ich brauche da noch ein bisschen Eisenerz, was ich verhüten muss. Das heißt, es wird mit dem Angeln heute wahrscheinlich nichts mehr. Sorry, das war jetzt eigener Dummheit geschuldet. Und hier sammeln wir auch noch Ei. Das war's jetzt auch. Es gibt nichts mehr an Saat, die jetzt noch wachsen könnte. Deswegen müssen wir leider so sein lassen. Ab jetzt gibt's nichts mehr, was wachsen kann in den paar Tagen. Deswegen, es wird nichts mehr nachgesehen. Okay. Kümmern wir uns auch um unsere Tiere. Es muss immer Vieh mindestens von der Draht stehen. So lautet die Regel. Gut, so. Ihr werdet noch gestreichelt und alles, was dazu gehört. So, du kommst auch noch her, genau. Dann machen wir 2-mal die Ente-Mayonnaise. Ne, die haben wir nicht. Dann machen wir das braune Ei noch rein. So rum. Ui. Haha, da ist sogar schon ein Apfel gewachsen. Geil. Sehr gut, es ging aber fix. Oh, Eva hat's was auf dem Feld zerrobbt. So ein elender Mist. Okay, okay. Also tatsächlich kriegen wir auch noch ein paar Äpfel mit. Gut. Was stand da? Ah, Mutter ist Elsa. Okay. So. Ja genau, du bist noch ein Baby. Du hast gerade Milch? Das ist deine Mutter. Okay. Dann müsste es ja eigentlich der Vater sein hier. Die Gretel. Ausgerechnet die Gretel. So, so. Gut, dann kommst du da rein. Ja, irgendwo ist hier der Blitz noch eingeschlagen. Das hat aber anscheinend nichts auf unsere Felder zerrobbt, wie es aussieht. Okay, so. Dann. Der Quatsch kommt da rein. Der rechtliche Quatsch genauso. So. Ahornsirup lassen wir erstmal. Dann brauchen wir noch ein bisschen andere Kruscht. Wir machen nochmal Preiselbeerwei. Okay. Dann müssen wir in die Mine. Ich brauche nochmal Erz. Ich brauche Eisenerz dringend. Nur fürs Eisenerz gehe ich jetzt noch durch hier. Das muss so auf dem Ebene 60 oder was gewesen sein. So. Genau. Da haben wir schon unser Erz. Okay. Wir sind bei 4 Eisenerz. Wir probieren so viel wie möglich mitzureißen. Ja, ist ja gut. Ich habe kapiert, dass ihr hier seid, Gegner. So. Ich brauche aber auf jeden Fall noch eine Stufe noch unter. Weil ich noch mehr Eisenerz brauche.
die 4 reichen jetzt nicht. Die reichen vielleicht um Endbarren noch zu schmelzen, aber ich mag einfach ein bisschen mehr Eisenerz noch haben. Ich will ein bisschen mehr machen. Ja, das ist gut. Als Herde mit 10, 14 Eisenerz, okay. Reicht jetzt für 3er? Na, dann halt nicht. So, schmeißen wir die Energie ruhig raus. Wir händen's jo. Gut, dann sind wir jetzt bei 20. Siehst, wir können 4er machen. Reicht mir noch nicht. Okay, weiter. Sind wir bei 4er, noch nicht 5er. Ich will 6er machen können insgesamt. Ich möchte also insgesamt 30 Eisenerz, wenn irgendwie möglich. Damit ich dann auch noch genug Kruscht habe, um zu Robin zu gehen und der unter die Aare treten zu können. Ja, 26. Sind wir bei 5 Mol Eisenerzbarre, ist nicht genug. Ja, runter mit dir, Ackermann. Ich will hier mich hier einfach nur durchscheuchen. Ich möchte auch so schnell wie möglich hier wieder rauskommen. Dass ich in der Lage bin, hier relativ fix meinen Krusch zu machen. So, ja, das reicht. Das reicht uns! Und raus damit. Ja, raus mit dir. Zwirbel schon mal in die Mine rein. Aus der Mine raus. Wir haben ein Stück Kohle. Dann machen wir es wie folgt. Hier. Eisenerz hole. Kohle hole. 6 Stück. Neide mit. Und sehr schön. Ah, wie hier die Batterie wachsen. Sehr gut, wie im richtigen Leben. Okay. Das Zeug hier schnell machen. Milch haben wir hier erstmal Kenny. Nee, ich möchte mal nicht reinlümmeln. Ich will mal den nicht reinschmatzen. So. Dann kann das Zeug schon mal brennen, wie es will. Wir sind bei 98 Stellen, auch nicht verkehrt. Der Krusch wird alles verkauft. Ja, das kann auch fort. Komm, weg damit. Alles weg. Ach, das können wir auch zum Gunther noch geben. Okay. Quatsch. Nee, ach, das nicht. So ein Quatsch. So, Batterie. Ah, nee, die sind hier nicht drin. Wo sind dann die Batterien heimisch? Hier auch nicht, ne? Nö. Dann müssen sie hier. Ja, okay. Gut, gut. So, jetzt warten wir nur noch drauf, dass das hier fertig ist. Dann können wir nämlich unser Eisengeschäft weitermachen. Ah. Sehr schön. Und dann kommen wir auf jeden Fall auch noch rechtzeitig zu Robin, jetzt wo unsere 3 Silos fertig sind. Haben wir eine Kapazität von 720. Das dürfte reichen. So. Dann schnell. Zeit ist Geld. Ich will noch zu Robin. Sonst könnte ich noch mal ganz fix gucken, was hier noch so abgeht. Ne. Nicht so. Einfach noch ein bisschen Grasmäher. Ja, Ewe ist was rauskommen. Haben wir gleich. Dumm, die dumm, die dumm. So. Und. Mist. Es sind nicht unser Kupferbarre, unser Eisenbarre. Irgendwas anderes ist produziert worden. Waren das jetzt unser Barre? Ja, sie waren's. Okay. Weiter geht's. Weil wenn wir 6 Barre herstellen können, dann sind wir bei 10 Eisenbarren. Und ich glaube, die brauchen wir sogar wirklich für das ganze Gedöns hier mit dem Pferdestall. Oder waren es 5? Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. So, Wasserwetter, hä? Ja, auf jeden Fall. Du hast mal recht.
Stall 5. Ah, 100 Hartholz. Nein, nein. Wir haben nicht genug Hartholz. Dort hängt's. Okay. Na gut, wenns Hartholz unser Problem ist, dann sammeln wir noch definitiv Dodofu. Ich habe schon gedacht, die Eisebacher wären unser Problem. Aber es sind nur 5 Eisebacher, aber 100 Hartholz braucht die Gutfrau. Na gut, die soll sie haben. 16 Uhr macht's Museum, glaube ich, dicht. Dann kümmern wir uns halt um andere Belange. Wenn das jetzt mit dem Verhütter ein bisschen Zeit hat. Ah, da ist ein Pflasterpfad rausgerobbt worden vom Blitz. Okay. Das war das. Okay. So, da kommt er wieder rein, wo er hingehört. Und da war, glaube ich, noch was ich ausschlachten kann. Genau. So, das müssen wir so machen. Okay, das sind 8 Hartholz für uns. 66, immer noch nicht genug. Bei weitem noch nicht genug. Bisschen mehr als die Hälfte Hämmer. Okay, schön. Dann müssen wir halt nochmal in eine geheime Wald gehen. Und müssen da nochmal runde Hartholz absparen. So. Hier haben wir auch noch. Hier robben wir uns jetzt einfach mal durch. Gut, da war noch ein bisschen was übrig. Da holen wir noch was. So, dann hier weiter. Alles, was Hartholz bringt, ist gut. Die bringen aber leider immer nur 2. Alter Falter, ist es hier dicht. So. Okay, so. Dann nichts wie weiter mit uns. Wir wollen noch dort hier. Eventuell Reisewagen. Und Reisewagen. Sehr schön. Hoi. Lass mich mal gucken. Ich habe genau das, was du brauchst. Höhle, Karotte. Ja, eher nicht so, aber okay. Blume wächst kugelförmig, um so viele Schmetterlinge wie möglich einzuladen. Interessant. Brauchen wir aber nicht. Mohnmuffin. Hat einen beruhigenden Effekt, ja, wenn man auf... ist ja klar, wenn man auf Opium ist, dann wirkt es beruhigend. Porzellanschrank. Oh. So altbacke bin ich jetzt nicht, aber danke. So, Kaliko-Wüste wird heute dann auch nix. Aber wir könnten unter Umständen nochmal in die Mine gehen, wenn wir hier alles abgegrast hätten. Und könnten nochmal ein nächtliches Angeln noch im indische Glaswels einlegen. So, weg. Ich möchte nur ans Holz. Du bist mir dort ziemlich egal, Blobby. Upp. Alter, lasst mich doch einfach in Friede, ihr Scheißviecher. So. Ich meine, ich würde hier noch nicht mal attackieren. So. Weiter. Damit hatte ich bei meinem Probespielstand halt nie wirklich ein Problem, weil ich da, wie gesagt, den Waldhof habe. Und Waldhof, der hat halt immer mal wieder irgendwelche Hartholzknorzer. Und hier in dem Spielstand muss ich halt ständig dafür hierher rennen. Ich möchte gerade mal checken, ob das nur täglich geht. Oder ob ich jetzt, wenn ich wieder zurückkomme, ob dann die Hartholzknorzer wieder respawned sind. Ne, okay. Das geht dann wirklich nur täglich. Okay. Aber wir sind schon bei 84 Holz. Dürfte demnächst soweit sein. Das heißt, im Winter haben wir unseren getreue Gaul wahrscheinlich. Von den weiß ich auch schon den Namen. So. Wir lecken nochmal ganz kleine Runde nächtliches Angeln ein. Ja, wobei das wirklich ziemlich spät wird. Trotz allem möchte ich es halt einfach mal versucht haben, da nochmal in der Mine noch im indische Glaswels zu angeln. Weil wann kommt man schon wieder da dazu, ne? So. Dann ist das auch aufgebraucht. Das ist 8 durch. Und Reitode mit. So.
Ja, das können wir auch noch fortschmeißen. Das ist alles Quatsch. Wir können uns noch ein bisschen Müll holen. Hier so ein bisschen Treibholz. Ah, aus der zerbrochenen CD ist verfeinertes Quarzwoche. So gönne ich mir das, oder? Aus Müll verfeinertes Quarzmacher. So gönne ich mir das. Okay, den Wire haben wir halt immer noch. So, wir gehen jetzt trotz allem nochmal in die Mine. Ich lasse mich davor jetzt nicht abbringen. Wir gehen auf Ebene 100 und schmeißen unser Angel ins Lavawasser rein. Da angelt man normalerweise viel Algezeug und so, aber wenn da mal ein Fisch abbeißt, ist es meistens so ein indischer Glaswels. Weil ist ja logisch, das ist ein Höhlensee. Und die Fische dort drin sind natürlich entsprechend blass und sehen halt aus wie Gollum, die Fische. Ist ja logisch. Okay, weil alles, was in so Höhle lebt, das entwickelt ja eher blassi Haut und die Aare sind etwas unterfunktioniert. Und die verlassen sich dann eher auf andere Sinne, die Tiere. Ja, komm schon. Also wenn jetzt auch wieder nichts kommt, dann versuche ich es bei dem anderen See. Bei dem anderen Höhlensee. Ne, okay. Hier angel ich offensichtlich nur Müll. Da brauche ich wahrscheinlich die Besserangel und Köder. Genau, hier war das noch. Dann probieren wir es doch mal hier in dem klaren Höhlensee und nicht in dem, der aussieht, als wäre es Lava. Okay, gut. Das wird doch jetzt mein letzter Versuch leider sein, weil 23 Uhr und so, ne? Okay, sorry. Das probieren wir wann anders. Das probieren wir einfach wann anders aus. Ups, in die Stadt wollte ich gar nicht, weil ich würde sagen, ihr liebe Leute, es ist jetzt sowieso wieder an der Zeit, hier meinen Cut zu machen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo es dann direkt weitergeht in die Geisternacht. So, oder? Ja, also machen's gut, würde ich doch schon mal jetzt sagen. Und bis übermorgen dann wieder. Ayan. Yankee.